Merci vielmals, Herr Präsident. Ich hoffe, ich kenne all gut und der Deputierte Merci so und das Position geholt zu dem Resultat von der COP. Ich will wohl hier so dass wir als Regierung ausdrücklich begrüßen, dass Parlament sich sowohl für einer COP, während einer COP, und nach einer COP sich mit der Weltklimakonferenz also näher setzt. Das ist eher schwer. Mit Regierung steht ich zur Verfügung, für alle zu kommen, von dir aus froh, und wir können dich nicht mehr unterstützen, dazu weiter zu machen. Ich fand nicht, dass das zu viel ist. Ich kann denken, so heute zu viel, täglich grüßt das Moment, wie der Gürger gesagt hat, ja, das ist eben ein Exerzice, den all Jahr ist. Und das ist aber gut, dass das ist. Weil wenn wir nicht mehr hätten, dann wäre das schlimm, weil dann hat man uns kein globales Instrument mehr für ein globales Problem probieren, aber auf die Spur zu kommen. Das ist das, was wir haben. Und nun das Instrument, wir haben nicht um bei plus 2,3, plus 2,8, wir haben nicht ausgesagt, wie bei plus 3, plus 4 Grad Erwärmung bis zum Schluss von diesem Jahrhundert. Also bei aller Imperfektion, die aber auch gilt zu kritisieren. Du hast auch recht, kritisch zu sein, wir sollen noch selbstkritisch sein. Wir sind noch ganz kritisch mit dem Prozess, wie er auflebt, nass schwerfällig, auf allem, dass so viele Leute auf einen Platz gehen, nicht wenn es CO2-Emissionen, weil, muss ich so, die meisten Leute nutzen Linienfliegerinnen, die egal wie fliegen, kann ich zwar allgemein vorstellen, nicht nur zu viele geflogen auf der Welt, hauptsächlich Leute aus dem Westen, die fliegen, der Rest von der Welt fliegen wir so viel. Das ist ein berechtigtes Stroh. Mehr Linienflieger sind, die da gehen, keine gecharterte Flieger, vielleicht auch paar Exzeptionen. Nein, aber trotzdem ganz wichtig, dass den so Platz für zu gesehen. Mit kriegst du von der keiner vorstellen. Ohne nur natürlich zu so und darf nicht mehr Vertreter von der Zivilgesellschaft in der kommen, die sind ganz wichtig auch da. Mit den Lobbyisten, die müssen effektiv nicht da sein. Delegationen könnten noch mehr klein sein. An den letzten Tag von der Koppe, wenn sie über den offiziellen Delay rausgehen, da bemol sind und sich nach mit Leute, die wirklich streng verhandeln, da schwätzt man aber nach immer großem Motto von 4.000 bis 5.000 Leute. Das wäre und so steht zu ungefähr mit dann aber auch Zivilgesellschaft, da wären wir vielleicht bei 10.000 Leuten, nicht bei 50.000 wie das Jahr oder 70.000 wie letztes Jahr oder 100.000 wie zu Dubai. Das ist zu viel. Also wir haben schon nicht das Chauffier und der Kopf gesagt, schon dat am Juni offiziell dem Responsable von der Konvention, dem Herr Simon Steele, Executive Secretary von der UNFCCC zu Bonn, hat sie ihren Sitz, auch gesagt. Weil wenn ich ganz amused darüber, weil natürlich das war der Prozess, den hin überwacht, wo ganz viele Länder aber auch gerne Großdelegationen schicken, mich schon nicht mehr gesagt. Und ich fand, dass man das so noch selbstkritisch so, noch von Melo vielleicht nicht der Länge paar Huhn mehr. Ein großes Prinzip, den aber auch bei der UNO ist, all Land seine Stimme zählt. Das heißt, ein Land kann den ganzen Prozess blockieren. Wenn man nicht Decisionen übernehmen unholen, gibt es nicht geholt. Egal also, wie groß ein kleines Land ist, wir haben ein paar. Für den reformierten Prozess, das sind andere Mechanismen, die spielen. Mir ob der Kopf selber zählt, aber trotzdem all Land. Und wir brauchen weiterhin, weil es funktioniert, auch wenn es perfekt ist. Perfektion ist nicht von der Welt, das wissen wir alle gut. Wir müssen weiter schaffen, für es besser zu machen. Ohne den Kopf, ohne die Weltklimakonferenz, alles, was dazu gehört, gibt man wirklich so eine andere Zukunft gehen, die natürlich nicht so paar schwarz sind, wie den Herr Lemmer das gesagt hat, wie die soll ein grundpositiv Zukunft bleiben. Du brauchen aber auch Klimapolitik, die, und dort man der Welt natürlich recht, Mensch, geht um den Mensch, geht um Mais überleben, geht um Mais, Lebensgrundlage des Planeten hat. Milliarden von Jahren existiert ohne Eis, wird Milliarden von Jahren ohne Eis noch existieren. Mit der Zeit, wo wir noch heiß sind, muss man sich dafür gucken, dass die Lebensgrundlage auch dann erhalten bleibt. Und dafür muss man die Prozesse weiterhin auch heiß halten. Und das nicht ganz richtig, wie er nicht mehr gesagt hat, bei der UNEP, der UNO-Programm, da den sich da seht, ja, egal was wir machen, das wird man nicht können verhindern, ob 2,3 oder 2,8 zu gehen. Nee, das ist just am Moment, wie die Ambitionen sind von den einzelnen Klimaplänen von den Ländern, die Member sind von der UNO, und die rangehen, und das geht nicht durch als Ambition. Wir können mehr weit zu kommen, und das zu halten, ob plus 2 oder plus 1,5 Grad. Wenn den Ambitionen überhaupt tun, steuern wir auf so eine Welt hin, mit dem nicht, dass das einfach schon feststeht. Das kann ihn selbstverständlich nach anderen, da wird sich auch die Europäische Union angesagt, mit mehr ambitionierten Plänen für, dann noch können die 1,5 respektive 2 Grad weiter zu halten. Zu der Rolle von der Europäischen Union. Weil Lützeburg ist ja Teil von der Europäischen Union, wo wir da hingehen. Und das ist auch wichtig, dass wir da hingehen.
an den net seht ja, das Regierung bleibt zu flehen Dach wir sind die von der Europäischen Union die als sur Platz die muss sich koordinieren die muss auch wichtig Gespräche feieren mit andere Partner schaut doch dass du eine Rolle offiziell zu überholen für am Nummer von der Europäischen Union über die Global Stocktake mit den anderen Verhandlungspartner zu diskutieren das kann ich nicht sehen. Also muss die Regierung wieder als Teil von der europäischer Delegation. Die europäische Delegation ist effektiv spät mit einem Mandat, wie traditionell der Europäische Union immer möchte, recht 2 Wochen für drun hat man es geeinigt, hat noch mehr kurz, aber für dich für drun. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn wir spät mit dem Mandat gehen, hast keine Zeit für am Vielfalt mit als Alliierten, mit den Staaten, die weltweit dieselbe Klimaambition teilen, sich können aufzuschwatzen, sich können zu koordinieren. Das wird aber einen Blick machen und auch am Vielfalt von dieser COP gemacht haben, weil halt war klar, China, Indien, die arabischen Staaten, auch Brasilien, haben sich mit vielen noch afrikanischen Ländern zusammengetan gehabt, für von Anfang an eine Linie zu definieren und zu einer Position an die Verhandlungen ranzugehen, für zu sorgen, dass an dem globalen Aufschlusstext kein Wort zu der fossilen Energie gibt kommen. Sie hat eine ganz klare Stelle aufgeschwart, weil sie sich eben da anders so lehnen, weil sie das anders können machen. Und das tun sie auch durchgeführt, weil sie gut organisiert waren. Die Europäische Union hat kurzfristig recht fertiggebracht, 10 zu gehen als 27 Memberstaaten. Und wir sind hingekommen, vielleicht an dem so ein bisschen naiv, weil recht auf der Kopf, wo man vor sich dann als traditionell Alliierten, meistens sind die vulnerabelsten Staaten von der Welt, besonders die Inselstaaten aus dem Pazifik, aber auch eine Reihe zentral- und lateinamerikanischen Staaten und auch afrikanische Staaten probiert dann mit uns zusammen als Linie zu kriegen. Wir waren ein paar Prozent im Block, den gut organisiert war. Die brasilianische Präsidentschaft hat auch ein bisschen ambivalentes Spiel gespielt. Sie hat große Annoncen gemacht, effektiv Kopf von der Wohlrecht, Kopf von der Implementation. Wir hier Diplomatie, da haben uns klar mit anderen Staaten sich zusammengetan gehabt, für die Ambitionen so klein wie möglich zu halten. Ja, sind sie schon da durchgesagt. Sie stellen nicht froh, dass der Klimawandel geht. Aber sie wollen gerne einen anderen Rhythmus den Klimawandel bekämpfen, Klimaneutralität erhöhen, wie das was wir envisagieren für den Rest von der Welt. Weil sie so, ja, die hat jahrzehntelang als Ressource genutzt, den Erdöl, den nicht bei ihr schlug, für ihre Gesellschaften reich zu machen. Und wir von der Dolo für uns Gesellschaften das recht. Und du können nicht von uns verlangen, dass wir mit demselben Vitas rausklammen oder hingehen, sowieso mal vorauskommen, nicht direkt zu reden. Gut, das ist eine Realität. Man muss noch da gucken, es wird auch akzeptiert an der UNO, dass das ja gedeelten, aber auch verschiedene gelagerte Responsabilitäten gibt und die nicht kann auf denselben Rhythmus kommen. Aber sie haben es da doch klar entgehen. Das ist gut gemacht, das ist recht. Und da gesagt, aber etwas ganz klar, und das war bei dieser Kopf anders als wie bei den Koppen für Drohnen. Ich habe da 3 Mal gemacht. Und das ist die erste, und das ist ja auch einmal Gefall gewesen von verschiedenen Deputierten. Wir wissen alle, du warst selber nicht dabei, weil die Regierung hat die nicht klimafreundlich ist, sie ist klimaskeptisch, sie leugnen das. Und das war die größte Notdeel für die Europäische Union. Auch da ist, wie bei der Défense, bei dem Kontinent, par rapport zur Ukraine, auch Russland, muss ihnen angesehen, dass die Europäische Union nicht so fest auf der B steht, wir können allein an der Welt ein global Leaderrolle zu überholen, wann ihre größten und stärksten Alliierten nicht dabei ist, nämlich die USA. Und die USA lässt ja mehr einfach für Europa, wir können auch Ziele festzulegen am NCQG, also im neuen finanziellen Ziel bis 2035. Da haben die Amerikaner klar auf der Seite von den Europäern dafür eine neue Richtung auch geschwart. Aber ohne die USA ist es schwer gefallen, weil man es wegen so selber inhärent als Probleme haben, als nicht echt festlegen, aber ein Mandat, als nicht für die Runde konnten aufstimmen, als Alliierten. Und zweitens haben wir dann noch nicht als ein Hauptalliierten, der wirklich den Poids hat auf der Weltbühne, und auch im Monoprozess. Wir können dann noch uns gemeinsam Positionen zu steipen. Und da stehen wir relativ auf schwache Beine da, und konnten nach just gegensteuern auf einzelne Punkte, sodass aber 1,5 Grad Ziel nach immer der Text da dran steht. Aber dran steht, man muss bei den nationalen Klima-Energieplänen mehr sehr noch viel kommen, mehr Ambitionen auch haben für die Zukunft, für auch dem Ziel nach gerecht zu gehen. Und dass auch die Science weiterhin auch die Referenz auf den IPCC als an dem Text da dran durch den Ansatz von der Europäischen Union an ihren Alliierten mit die wichtigsten Aussagen rauszuerklären mit einem klaren Plan auch aus den fossilen Energien oder aber ein klarer Plan auch für zu gucken, weltweit Dorfholzung zu stoppen, als nicht so formellen Text da dran kommen. Und das ist ganz klar nicht gut. Und da wenn es
muss ich bald zur Konklusion kommen, dass das kleine Schritt just zur Seite, das wie ich gerade genannt habe, sicherlich kein größer Schritt noch 4. Und es ist auch ganz klar, dass im Moment am Raum stehen, ob die Europäische Union überhaupt soll das hier einen Akkord zu dem Text gehen. Da haben wir diskutiert, dass immer eine Tendenz gibt, das zu machen, aber wir haben aber auch angesehen, dass wenn wir das geben wir die Klimaaktion weltweit schulden. Da wären wir die den Prozess ausgebremst hätten. Und wir hätten noch als vulnerable Partnerländer, die wie tun, am Start gelassen. Und da haben wir gesagt, okay, da probieren wir dann einfach noch so viel Ambition wie möglich ranzukriegen, mit nicht den Prozess komplett auszubremsen. Und nur die Karte nicht gezogen, weil sie aber eine die ganz weitreichende Konsequenzen kennt haben. Wir stehen aber zur Debatte an der europäischen Koordinationsreunionen für es so zu machen, wenn man nicht zufrieden wäre, wie klar was. Aber wenn man ehrlich mit mir selber sehen, müssen die Europäische Union sich besser anlegen an einer Welt ohne USA. Wir können hier Ambitionen durchzukriegen. Und da sind wir nicht so abgestellt, wie wir müssen. Das heißt also auch, dass ich werde für sich mit anderen europäischen Kollegen mal probieren, einen Ausstoß zu gehen, ob man nicht anders als können am Vierfeld ähnlichen, ob so Mandat wie frei, ob das möglich ist, weiß ich nicht, weil auch die Europäische Union nicht hier Prozesse, die schwerfällig sind, die nicht evident sind, viel zu ändern. Mit zusammen mit der Kommission und mit dem Kommissar, mit dem Klimakommissar, aber in den nächsten Wochen eine Diskussion darüber zu lancieren, für Lektionen zu lehren, weil wir können nicht alles zurückkommen und koppeln, und immer demselben Kontext kommen, dass Europa sich misst anders abstellen. Da muss man auch bei uns selber aufhängen, wir können unsere Attitude zu ändern. Weil Lützeburg, wenn auf der Kopf selber angeht, die hat das schon alles erwähnt, ja, dass die erste, wo wir ein Pavillon hatten, was auch dazu beigetragen hat, dass verschiedene Länder Aufmerksamkeit drauf sind, europäische Memberstaaten, die hat kein Pavillon, die da kommen nach froh, ob wir nicht nächstes können gemeinsamen Pavillon können machen. Das ist Belgien und Holland, weil wir hatten bis du noch immer der EIB zusammen. Aber sie waren nicht bereit, für so wenig zu finanzieren, du mir das dann selber überholt gehabt. Natürlich hat es aber dann erlaubt gehabt, für allein 26 Events dort zu organisieren, hat rund geschaut. 3500 Leute, die da live gekommen sind, und aktiv 800 ungefähr Leute, die bei diesem Event mitgemacht haben, mehr als die Schätzung. Da kann man nie 100% sagen. Mir das trotzdem aufgefallen, dass Lützeburg ein Pavillon hat, wo andere Staaten als Europa kein Agent hatten. Das tut uns Visibilität ganz klar auch gestärkt. Wo ich ganz froh bin darüber, dass wir für Zweitkehren nehmen, den Herr Fayo, das ja auch erwähnt, jung Delegierten mit wirklich angebunden haben an uns Delegation, auch in den Verhandlungen teilholen gelassen haben. Sie waren quasi in all den Reunionen mit dabei. Sie sind an ganz rare, konnten sie nicht mitkommen. Also, ich habe für uns auch geholfen, da wirklich Verhandlungsströme zu suivieren und auch damit zu gestalten. Und das hat dazu geführt, dass wir als erstes Land das auch eine Preisgrute, weil die europäischen Jugenddelegierten, die haben sich nämlich zusammengetan gehabt, für ihren Preis anzufeiern, den True Young Award. Und letztlich ist das Land, weil das erste Preisgrute für uns erkennen, dass wir die Jungs so gut integriert tun. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, auch weiter dort zu machen und sie noch wirklich den Platz zu geben, diese verdient haben zu dem Rio Changemakers. Das ist ein bisschen als Mesure phare gewesen, die wir da mal lanciert tun, die ist noch nicht fertig, die steht noch nicht komplett. Das ist wie eine digitale Plattform oder Marktplatz, wo sollen auf der einen Seite Investoren, die gerne wollen, auch naturpositiv Fonds investieren, mit dann auch so Projekte, die bereit sind, die auch können, wo doch andere investiert gehen, sollen beim Nächsten bei Nebrüsch gehen. Da gehen dann all die Daten, die Kriterien, die du musst erfüllen, auch da die gespeist und das System. Und die soll uns dafür sorgen, dass viel mehr sehr bei nie können kommen. Vielleicht dann noch die viel, aber so, die disponibel sind weltweit, auch können investiert gehen an die Projekte. Wir können aber ganz gerne eine separate Chamberskommission machen, wo wir den Punkt holen. Da bringe ich auch Leute mit, die können mir im Detail noch technisch erklären. Das ist nach einer Anfangsphase. Wir gehen also aber mal als Ziel für eine Menge Jahre schon so ein Projekt zu kriegen, die kennt viabel sind, an denen der Markt könnte weiter entwickeln. So, dann möchte ich noch 30 Sekunden, und wären sich noch so viel zu so gewesen zu den Remarken, die da gemacht hat. Ich so nach ganz klar, weil ich auch schon für den Kopf gesagt habe, auch von der verschiedene Vertreter der Regierung für die reguläre unterstützen, kann ich das nicht mehr weit von uns weisen, nach so, wir wollen
Vereinfachung an bei der EUDR bei der Deforestationsdirektiv als der beste Beispiel dafür. Wir wollen kein Aufholzung hun weltweit auch nicht in Europa. Wir setzen uns für den Schutz von der Büsche an Europa weltweit selbstverständlich auch hier gibt es auch kein Risiko, hier sind alle Gesetze Kraft wie dadurch zu verhindern. Wir wollen aber nicht, dass wann zu Regulationen kommen und wir begrüßen Regulationen da sind, die dann zu zusätzlichen die Marsche für als Betrieber feiern, die schon sich opregen, dass so viele Marschen zu machen haben. Und alle Regierungen für drin haben sie immer groß auf die Fahne geschrieben gehabt, Simplifikation administrativ, und dann, wenn wir es sollen machen, machen wir sie nicht. Und du weißt, machen wir das gerne für das vereinfachte Leben von unseren Mattmenschen, weil das hast du auch wieder gesagt, wir können nicht davon schwätzen, uns Mattmenschen matt zu holen, und dann machen wir hier das Leben schwer. Wir sollen das Leben einfach machen, das geht zu summen. Regulation und einfach machen vom Leben geht zu summen. Das ist nicht machbar, das ist machbar. Und da fängt es meist an, dass das eben eine große Pilier, die das 3 besteht, und das auch da nicht kann schrasch gehen. Das ist, wir können Ökologie, Ökonomie und Sozialgerechtigkeit zu Summe feiern und zu Summe denken. An die Politik setzen wir gerne heute zu Lützburg, dafür setzen wir es auch an, dass Europa umgesetzt wird, und auch weltweit. Und das ist kohärent, und das machen wir auch mit voller Determination weiter. Das ist nicht merci.